Stille, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns zunächst die Schlagzeilen an. Der Gascha erläutert seine Position zur Frage der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Chinas fehlgeleitete Null-Covid-Politik gefährdet das Leben der Tibeter in Tibet laut dem Gascha. Sejong schließt einwöchigen offiziellen Besuch in Japan ab. UN-Mitgliedstaaten zeigen sich besorgt über die Unterdrückung durch China in Tibet. Vertreter von Office of Tibet Australien und Taiwan nehmen an einem Seminar über die Tyrannei KP Chinas zur Verteidigung der Demokratie teil. Office of Tibet Washington DC beruft die 20. Konferenz der nordamerikanischen tibetischen Vereinigung ein. Repräsentant Gen Kang nimmt am Singularity University Benelux Executive Program teil. WITAG-Mitglieder übermitteln gemeinsamen Appellbrief an UN-Beamte. In dieser Woche hat der Gascha der tibetischen Zentralverwaltung klargestellt, dass weder die Regierung noch irgendeine Einzelperson das Recht hat, sich in die Angelegenheiten der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama einzumischen. Der Gascha wies ausdrücklich darauf hin, dass das System der Anerkennung reinkarnierter spiritueller Wesen eine dem tibetischen Buddhismus eigene religiöse Praxis ist und dass diese religiöse Aktivität in Bezug auf die Reinkarnation seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama gemäß den Verantwortlichkeiten durchgeführt werden sollte, die seine Heiligkeit verankert und übertragen hat. Any institutions of government institutions or individuals cannot indulge or have influenced on the reincarnation of the 14th Dalai Lama, which means that the Chinese government cannot interfere in the religious tradition of the reincarnation of the 14th Dalai Lama, which they have been seeking legitimizations, which they don't have traditionally. So this Kashak makes a very clear stand on the reincarnation of 14th Dalai Lama, whereby the authorities, the sole authority belongs only to His Holiness Dalai Lama. Gascha erläuterte, dass diese Erklärung im Zuge der Tatsache veröffentlicht wurde, dass die chinesische Regierung verschiedene Mittel einsetzt, um ein falsches Narrativ zum Thema Reinkarnation im Allgemeinen und insbesondere Reinkarnation des 14. Dalai Lama zu verbreiten. Die Frage der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama wird weiterhin innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft diskutiert, weshalb der Gascha es für notwendig erachtet, das Positionspapier vorzulegen. Nach zahlreichen Berichten über Chinas Missmanagement des Covid-Ausbruchs in Tibet gab der Gascha der zentralen tibetischen Verwaltung am Montag dieser Woche eine Presseerklärung heraus, in der er die chinesische Regierung aufforderte, den Tibetern, die gezwungen sind, in überfüllten Quarantäneeinrichtungen zu leben, rechtzeitig Hilfe zukommen zu lassen, und zwar bei Nahrungsmittelknappheiten, fehlender medizinischer Versorgung und unhygienischen Lebensbedingungen. Central Tibet administration also like to request or urge Chinese government not to detain those Tibetans who had expressed their opinion due to the sufferings, and if there is any need of facilities which need to be provided by the Central Tibetan administrations, we are more than happy to provide the assistance. Der Gascha hat auch zugesichert, jegliche Hilfe in Form von Immunitätsverstärkern, tibetischen Medikamenten, medizinischer Ausrüstung, Krankenschwestern und Freiwilligen zu leisten, um Tibet im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Der Gascha forderte Peking außerdem auf, die öffentliche Kritik der Tibeter, die ihre Frustration aufrichtig zum Ausdruck gebracht haben, angemessen anzuerkennen und sie vor Repressalien für ihre ehrliche Meinung über die Misswirtschaft der Regierung zu schützen. Das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie hat berichtet, dass offizielle chinesische Medien Tibeter gewarnt haben, die das Missmanagement der chinesischen Regierung bei den pandemischen Abriegelungen kritisiert haben. Chinas strikte Durchsetzung seiner Null-Covid-Politik in Tibet hat allein in der Stadt Lhasa zwischen dem 23. und 25. September 5 Tibeter in den Selbstmord getrieben. China meldete den ersten Covid-Ausbruch in Tibet am 8. August dieses Jahres mit 22 Covid-positiven Fällen in Lhasa und Ngari in der tibetischen Provinz Yuzhang.
Nach Angaben der CTA befinden sich derzeit allein in der sogenannten TAR rund 53.076 Menschen in Isolationszentren. Sikyum Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung hat am Dienstag dieser Woche seinen offiziellen Besuch in Japan erfolgreich abgeschlossen. Sikyum besuchte am Donnerstag vergangener Woche 2 renommierte Universitäten, das Chiba Institute of Technology und die Reitaku-Universität, wo er vor Studenten und Fakultätsmitgliedern einen Vortrag über Tibet im internationalen Kontext hielt. Sikyum nahm auch an einem Seminar mit dem Titel Tibet, Uiguren und die Südmongolei, besetzte Nationen unter der KP China, Aufbau einer gemeinsamen Basis teil, bei dem Sikyum, der Hauptredner, unter den japanischen Parlamentariern, Mitgliedern von Denkfabriken, Vertretern der Uiguren und der Südmongolei sowie Medienvertretern in der Halle des Bunkyo Civic Center in Tokio am Freitag letzter Woche war. Sikyum nahm an einer Pressekonferenz teil, auf der sich Journalisten und Reporter von 12 großen japanischen Medien mit ihm austauschten. Auf der letzten Etappe seines offiziellen Besuchs in Japan besuchte Sikyum das Tibet-Büro und die Medizinische Universität Saitama und traf sich mit den Tibetern in Japan, Vertretern und Mitgliedern der 12 größten Tibet-Unterstützungsgruppen Japans, Unterstützern des Tibet-Hauses, Sponsoren, freiwilligen Übersetzern und Helfern sowie anderen wichtigen Gästen. Die Parlamentarier, die Mitglieder der Universitätsfakultät und die Tibet-Unterstützer sicherten ihre weitere Unterstützung für die Tibet-Frage zu. Auf der 51. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf haben die UN-Mitgliedstaaten ihre Besorgnis über die systematische Unterdrückung durch China in Tibet zum Ausdruck gebracht. Staaten wie die Vereinigten Staaten, Dänemark, Deutschland, Schweden, die Schweiz, Litauen und die Europäische Union haben im Namen von 27 Mitgliedstaaten ihre Besorgnis über die Lage in Tibet zum Ausdruck gebracht, indem sie auf die drakonischen Kontrollen der Meinungsfreiheit und andere Menschenrechtsverletzungen hinwiesen und die Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtsverletzungen durch China lenkten. Auch die Delegierten aus Japan, Island, Finnland, den Niederlanden, Luxemburg, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern zeigten sich weiterhin besorgt über die Menschenrechtsverletzungen in China. Im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker sprach die UN Advocacy Officer des Tibet-Büros Galien Somola Chinas falschen Umgang mit der pandemischen Situation in Tibet an. Sie forderte den Rat auf, China aufzufordern, Covid-infizierte Tibeter rechtzeitig medizinisch zu versorgen und dem Aufruf von über 50 unabhängigen UN-Experten vom Juni 2020 zu folgen, eine Sondersitzung zu China einzuberufen. We urge this Council to call upon China to provide timely medical facilities for COVID-infected Tibetan people and heed the June 2020 call by over 50 UN independent experts urging this Council to convene a special session on China. Die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins veranstaltete am Freitag letzter Woche am Rande der 51. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates eine friedliche Demonstration vor dem Büro des Hochkommissars für Menschenrechte, um den neu ernannten Hochkommissar für Menschenrechte aufzufordern, die Rechte in Tibet zu verteidigen. Der Vertreter Tinde Chökyi würdigte und dankte den Mitgliedern der Gemeinschaft dafür, dass sie die Verantwortung übernommen haben, sich für die Tibeter einzusetzen, die von der Kommunistischen Partei Chinas unterdrückt und zum Schweigen gebracht werden. Die Gemeinschaft übermittelte auch ein Appellschreiben, in dem sie den neu ernannten Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, aufforderte, die Stimmen des tibetischen Volkes zu beachten. Der Repräsentant Garma Singhi und der Repräsentant Bao Kesan Yetsen vom Tibet-Büro Australien und Taiwan nahmen an der Eröffnungszeremonie des zweitägigen Seminars mit dem Titel Confrontation with CCP Tyranny in Defense of Democracy, Taiwan's Trade Relation after the 20th National Congress of CCP, das von der Chinese Alliance for Democracy am Samstag letzter Woche in Sydney organisiert wurde. Der Abgeordnete Garma Singhi rief die Teilnehmer dazu auf, Tibet als eine Angelegenheit von internationalem Interesse zu betrachten. Der tibetische Kampf richte sich nicht gegen das chinesische Volk, sondern gegen die harte Politik des chinesischen Regimes in Tibet, und wenn die Tibet-Frage friedlich gelöst werde, sei dies nicht nur für das tibetische Volk, sondern auch für die gesamte Region von Vorteil. Der Vertreter des tibetischen Büros in Taiwan, Gesang Yetsen, hielt eine Grundsatzrede zum Thema die zukünftige Entwicklung der tibetisch-chinesischen Beziehungen aus der Perspektive der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße. An der Veranstaltung nahm auch Gesang Tsering, Präsident der All Tibetan Community Associations of Australia, teil. Mehr als 50 Delegierte, darunter chinesische Demokratieaktivisten, China-Experten und Vertreter der australischen und neuseeländischen Allianzen der Opfer des chinesischen kommunistischen Regimes, nahmen an dem Seminar teil.
Das Office of Tibet Washington DC berief die zweitägige 20. Konferenz der nordamerikanischen Tibeter-Vereinigung ein, die am Samstag letzter Woche in Boston stattfand. Der Repräsentant Namgyel Chudup hielt eine Eröffnungsrede und leitete die Konferenz. Die Tibetan Association of Boston war Gastgeber der Konferenz und sorgte für die logistischen Vorbereitungen. An der Konferenz nahmen die Mitglieder des tibetischen Parlaments im Exil Thondup Tsering und Tenzin Jigme, der Direktor des Tibet-Fonds Gasul Lobsang Yanda und der vorläufige Vizepräsident der International Campaign for Tibet, Denchil Gyatso, als besondere Gäste teil. Die Präsidenten und Sekretäre von 22 tibetischen Vereinigungen nahmen an der Konferenz teil, davon 19 aus den USA und 3 aus Kanada. Ri Kang, Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, konnte die Teilnehmer des Executive Programs der Singularity University Benelux über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die Bemühungen der tibetischen Zentralverwaltung um eine Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts durch Dialog informieren. Der Abgeordnete Kang nahm auf persönliche Einladung des CEO und Mitbegründers der Singularity University, Diderik Kröse, an dem Programm teil. Die Singularity University Benelux mit Sitz in Eindhoven, einer Stadt im Süden der Niederlande, die als Technologie- und Designzentrum bekannt ist, setzt ihre Tradition fort. Zum ersten Mal in der Geschichte nahmen 8 Mitglieder des Team Tibet an der diesjährigen Ausgabe des Refugee Walk teil, zusammen mit mehr als 280 anderen Teams, die aus 1583 Personen bestanden. Die Repräsentantin Ri Kang ermutigte das Team Tibet in einer schriftlichen Botschaft und dankte der Führung des Veranstalters und den in Belgien lebenden Tibetern für die Initiative. Die Mitglieder der Voluntary Tibetan Advocacy Group reichten nach Abschluss des Tibet Advocacy Training am Mittwoch letzter Woche einen gemeinsamen Appellbrief an einen UN-Beamten des UNHRC in Genf ein. Der Appell enthielt 5 der wichtigsten und dringendsten Menschenrechtsfragen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.